Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Lufia auf Pelzig. Ja, nachdem wir hier alles erledigt haben und die Drache-Eier noch gesammelt haben, die ausstanden, können wir ja auch direkt weiter. Beziehungsweise diese Eiersuche erinnert mich immer total bei The Simpsons, wie Bart und Lisa mit der Sonde rumgehen und dann die so Alternativende zu Casablanca finden und das dann im Altersheim zeigen. Da kommt der ältere jüdische Rentner dann her und meint dann nur: Eieiei, wo hast du das her, du verschrumpeltes altes Scheusal? Und die Lisa nur: ein kleines junges Mädchen bin ich. Naja, wie dem auch sei, jetzt sind wir hier im Königreich Rusalka gelandet. Willkommen im Königreich Rusalka. Merci, Knecht. Ups. Wer bist du? Oh. Ja, auf die Schnut gekloppt kriegt. Ja, die mutige Helden rennen sofort mal zur Seite. Oh, da kommt irgendein Wichtigtour mit jeder Menge Monster im Schlepptau. Ihr fühlt euch wohl sehr stark, ihr Waschlumpe, hä? Was denn das? Was geht denn da ab, was? Was seid denn ihr? Was bildet denn ihr euch ein? Du bist also der stärkste Krieger vom Schloss, der Oberwäschlumpe. Freundchen, ich bin der stärkste Krieger von der ganze große Welt her. Puh, witzig, witzig. Mein Name ist Idura. Ein gewisser jemand hat mich geschickt. Ja? Du akzeptierst Befehle von Leuten ohne Namen? Puh, komm mal zur Sache. Ach du Tappschädel, ich zieh's vor, seinen Namen nicht zu nennen. Ja, genug gebabbelt. Warum bist du aus deinem Loch gekrochen? Du hast eine recht lange Leitung. Hallo ab. Jetzt zum Mitschreiber. Ich bin hier, um kaputt zu kloppen, was ich finde. Du hast wohl sehr heiß geduscht, oder? Das Königreich wird zerstören. Mit deinem Babymonster. Du machst wohl Witze. Du spielst mit deinem Leben. Offen mit Gebrüll, mein Freunde. Packt ihn. Du Unglückswurm, du hast einen Fehler begangen. Ja, Monster, was ist denn gleich los jetzt? War nicht fertig? Boah, das sind Schall und Rach. Vor allem in der Palz. Zeig dein wahre Stärk. Was zum? Ja, noch schier verschluckt vor lauter Wiescht. Gucks, hier bin ich. Jetzt geht die Party richtig los. Das war nur einer von meinen 100 Spezialtricks. Dagegen sind dein Monster der kleine Fischer. Weicheier. Tja. So kommst du mir nicht davor, du wirst mit deinem Leben bezahlen. Komm doch her! Was? Bezahlen? Bezahlen kann man nur, wenn man etwas kauft. Und du hast nichts, was ich kaufen will. Schuft! Du hast mich lang genug beleidigt, du wirst mir nicht entkommen. Er hätten hier stellen können, aber naja. Was hat denn so wild gemacht? Niemand auf der Welt kann mir das Wasser reichen. Bin ich in Klasse? Stark, das ist mal sicher. Ja schon, das ist wahr, aber nicht so besonders clever. Stimmt. Huch, soll dir noch die Monsterdame übrig zu sein? Wo ist das Monster, das mein Königreich zerstören will? Euer Hoheit, da ist es. Oh, hallo! Wunderbar, Persus. Trete zurück, ich knöpfe ihn mir vor. Ach du Scheiße, gegen so einen roten Blob. Schau, Persus, ich hab das Monster besiegt. Bei Hochachtung, wahrlich königliche Leistung. Keine Schmeicheleien. Als Prinz ist es meine Pflicht, mein Land zu verteidigen. Oh, deine Worte rühren mich zu Tränen. Hey, Dekar, du bist es. Hast du das auch gesehen? Mein König, bring dich aber nicht so in Gefahr. Papalapap, nur ich kann dieses Land beschützen. Dekar, sei stark wie ich. Ja, Hoheit. Gut, Persus, ich gehe wieder hinein. Okay, das war also Dekar. Das ist ein aufregendes Land in jeder Beziehung. Oh ja. Dekar ist kräftig wie ein Stier, vielleicht sogar der stärkste Krieger der Welt. Ja, aber nicht wirklich so der hellste. Deswegen spreche ich den auch bewusst wie ein Tappschädel. Ui, ich hab schon gedacht, meine letzte Stunde hätte geschlagen. Unser Prinz ist manchmal ein bisschen seltsam, aber wir mögen ihn schon ganz gern. So, Dummkopf, wie sieht's aus? Du siehst wie ein echter Krieger aus. Bist du vielleicht Maxim? Genau der bin ich.
Alle hopp, ich habe schon von einem Ruf gehört, der eilt aber bereits voraus. Naja, die Leid. Nicht so bescheiden, ich wollte dich und dein Leid immer schon mal kennenlernen. Warum dann das? Es gibt doch nur einen Grund, einen anderen Krieger zu treffen. Duell! Nicht so schnell. Ich bin gerade nicht in der Stimmung für einen Kampf. Oh, schade. Das wird gerade interessant, aber warum bist du denn dann hier? Kennst du so einen Kerl namens Gardas oder Gates? So im Volksmund spricht man den manchmal auch so aus. Boah, das soll ja ganz Cordoba in Schutt und Asche gelegt haben. Kaum zu glauben. Aber leider wohl. Wie kann dann bloß irgendwann alle ganze Stadt zertrümmern? Fast ein bisschen furchterregend. Furcht? Pff, Quatsch. Ich brenne drauf, den Zunder zu geben. Ehrlich? Jo, der Kerl soll ja in der Gegend sein. Sicher? Jo, und Idura soll auch in der Nähe sein. Mensch, du, dass der Gardas Gates-Typ dann entsandt hat? Was ist denn entsandt? Aber Idura beherrscht die Monster, der andere Kerl musst du da hinstecken. Also nebenbei im Moll will man nicht deine nette Begleiterin vorstellen, her. Ja klar, das ist Tia, ich kenne sie seit meiner Jugend. Hi, schön dich kennenzulernen. Und das ist Selan, sie ist eine tapfere Kriegerin und will uns im Kampf gegen den Hansel beistehen. Hi. Oh, Selan aus Pandoria. Oh, du bist nicht nur eine tapfere Kriegerin, sondern auch noch besonders hübsch. Du bist ein süßer Schraschbler, was? Ah ja, ich kämpfe gewöhnlich mit dem Schwert, aber die Dame ist besonders nette Worte wert. Ehrlich? Ach, finde ich im Schloss wieder heim, lassen uns später mal die Klinge kreuzen. Ziemlich direkt der Bu. Er scheint die Tricks zu kennen, auf die die Mädels immer wieder reinfallen. Warum gucken wir uns dann ein bisschen das Schloss von innen an? Ja, den großen Hof haben wir jetzt lang genug gesehen, ins Hotel müssen wir nicht. Na, unser Prinz ist schon klasse, wenn er sich nicht immer so überschätzen tut. Wenn die Kano manchmal ein bisschen ruhiger wäre, dann wäre ich total verrückt, Norm. Riesiges Erdbeben hat das Schloss im Norden und den Turm im Osten kaputtgeschlagen, aber das Schloss ist zum Glück verschont geblieben. Bist du auch ein Krieger? Ich mag starke Kerle. Lass mal. Sollte man nicht so offen ausleben hier, sowas. Hallöle, sag mal Bescheid, wenn wir was finden. Gut, gucken wir doch mal. Ja, das ist jetzt nicht so die Wucht. Ja, für Selan würde schon was bringen, für Maxim. Viel Spaß. Eisenschwert für Maxim und Skimitar hat er eh schon gehabt, das kriegt dann Selan. Okay, Kettenhemd kriegt Maxim. Der Rest lassen wir mal gut sein. Selan. So. Gut. Dann sind wir auch wieder gerüscht. Was geht denn da ohne ab? Ah, da hockt er jo. Hey Maxim, ich ist mir einfach kleines Dörrli, steht da jederzeit zur Verfügung her. Dein Rocker könnte mit ein bisschen Training ein guter Kämpfer sein. Hat das nötige Potenzial. Der Schurke hat gerade die Wand kaputt geschlagen, was denn bloß in der Welt so los? Das würde mich auch mal interessieren. Und du? Ich kann recht gut mit dem Schwert umgehen. Kostprobt völlig. Yes, das sind die alle närrisch hier. Da ist das ist der Typ für die stinknormale Ware. Das möchte ich aber nicht haben, das ganze Zeug. Dann gehen wir mal ein Stockwerk höher. Ja, der Para. Jo, Herr Para, wir speichern. Jo. Was ist hier noch los? Überall die Monster, aber solange die K bei uns ist, sind wir sicher. Na denn. Das ist halt aber wirklich sehr lecker. Aha, willst du mit sagen, dass wir essen? Oh, Entschuldigung, das hatte Maxim gesagt. Aha, willst du mit sagen, dass wir essen? So schon schmeckt oder was? Hollerö, du ist aber jemand empfindlich, Hollerö, du ist aber jemand empfindlich, Das sieht man nicht so richtig, so wenn die Sprechbloß gehört, deswegen. Ihr duftet wieder sehr lecker, der Leibkoch vom Prinz ist ein wahre Könner. Ich glaube auch nicht, dass die irgendeinen Hobbykoch eingestellt hätten, ne? So, hier ist nix. Die Schlösser sehen auch immer ein bisschen anders aus, finde ich an sich auch ganz cool so. Euer Hoheit, Idura ist in die Nordgrott geflohen. Wunderbar, Persus, pack meine Sachen. Ich werde Idura das Fürchten lehren. Jawohl, mein König.
Die Nordgrotte ist aber schon ziemlich gefährlich, oder? Das ist besser, wenn ich mich da um die Idura kümmere. Danke für das Angebot. Doch einen Teufelskerl wie Idura kann nur ich besiegen. Aber euer hohe Majestät, keine Angst, gegen mich ist Idura nur ein kleiner Wurm. Selbstverständlich. Euer Hoheit. Dicker, es tut mir leid, ich immer wieder um Hilfe zu bitten, aber könntest den Prinz bitte nachgehen? Froh, aber auf Dauer macht das Spiel keinen Spaß. Ich weiß, aber habt ein bisschen Nachsicht mit Rocco. Sehr wohl, mein König, ich mach mich sofort auf den Weg zu der Grotte. Ach ja, Dicker, vielleicht kannst du Rocco helfen, ohne allzu viel, verstehst? Ja, verstanden. Die Nordgrotte war schon immer ein Schloss, war früher mal ein Schloss, aber Erdbeben hat es vor 50 Jahren einstürzen lassen. Das Schloss ist nämlich da, aber in den Keller wimmelt es auch von Monster und niemand gelangt da hin. Für Prinz Rocco sind alle Menschen gleich, deshalb ist er so beliebt. Wenn er sich bloß nicht für einen Superheld haltet. Rocco benimmt sich wie ein Kind, ich konnte nichts machen. Seit seiner Kindheit hat Prinz Rocco nur einen Wunsch, so stark sei wie DK. Das wäre ja alles kein Problem, wenn er nur wirklich ein starker Prinz aus dem Bauch wäre. Ach du Scheiße. Okay, wir gucken nochmal rein. Wir müssen, glaube ich, irgendwo noch was triggern, ne? Ohne das Getriggers kommen wir auch in der Nordgrotte nicht weiter. Deswegen muss ich gerade nochmal Lucky machen, hier im Schloss. Ist DK noch hier? Nee, okay. Gut, das müsste das Ganze sein, des Getriggers. Dann können wir auch losmarschieren und direkt los zur Nordgrotte. Bei meinem Probespielstand habe ich nämlich das Getrigger nicht gemacht. Und dann, naja, war dann der Prinz zum Schluss nicht da. Und dann brauchen wir... Was ist denn das? Wispy. Erlaubt. Dann wispern wir dich mal weg. Das gefällt mir nicht so, dass die so gut abziehen, die Viecher. Herr Stoff. So, trufende Wetter. Gordo, du bleibst da. Ja, gut. Okay. Munter weiter. Ah, okay, zum Glück zieht es nicht so viel ab. Das ist nicht so wild. Aber auf Tier kloppen sie immer wieder drauf. Das gefällt mir so absolut nicht. Gordilein, hilf mal. Das ist gut. So kann man das stehen lassen. Okay, machen wir stark auf euch zwei und du klopfst mal drauf. Müsste jetzt eigentlich auch vorbei sein, wenn Maxim drauf schlacht. Ja. Und Gordor, der Level kriegt gut, dass der uns nicht verlassen hat. So, da wären wir. Nordgrotte U1. Ich finde auch die Hintergrundinfo eigentlich ganz cool, muss ich sagen, dass man sich vorstellen kann, ratzfatz, okay, dass man sich vorstellen kann, dass das hier mal ursprüngliches Schloss gewesen ist. Wir probieren einfach mal Glutball drauf zu wirken. Und, ja, sehr gut. Gucken wir mal, wie viel das abzieht. Ah ja, das ist nicht verkehrt. Hey, ui, das ist aber nicht so gut. Dann machst du jetzt mal hier einen Heilzauber. Und Gordo. Gut. Sehr schön. Wie schaut's hier aus? So geht's so runter. Ich weiß aber, dass hier noch was ist. Genau. Der Donnerring habe ich gefunden. Yeah. Gut. Wer kann ihn tragen? Donnerring. Wirksamkeit von Donnerzauber. Okay, das sollte vielleicht dann Annie von unseren Magierinnen tragen. Wahrscheinlich Selan. So. Okay, warte mal. Ich glaube, da muss ich zwar sowieso lang, aber ich bin mir nicht mehr so sicher. Gucken wir erstmal hier der Klatscher. Okay. Was hast du da noch parat? Mama Mega B. Wobei das sind fliegende Gegner. Wird wohl nichts bringen. Machen wir einfach mal Blitz drauf. Würger. Geil. Und was macht's? Scheiße, das sieht ja verdammt viel ab.
Warte mal, wer sich jetzt vom Acker macht. Ja, das war mir klar. Scheißendreck. Okay, das ist gut. Tja. Und du bitte ach ganz doll. So auf alle Mal. Also die sind richtig übel drauf hier, die Jungs. Zauberkrug. Okay, wir brauchen hier dringendst unser Levels. Das steht außer Fruch. Hier müssen wir uns wirklich mit jedem scheiß VR-Leger. Ich greife zuerst da. Ghoul und Zombie. Gut. Und du machst mal eine Glutball auf die ganz Meute, nicht Beute. Dann schauen wir mal, was das bringt. Normalerweise wäre es jetzt recht hilfreich, wenn Gordo auch hier mit Feuerangriffe helfen wird, weil Zombies oder generell die Untote sind auch ziemlich empfindlich gegen sowas. Jetzt war ich mir nämlich sicher, welchen Gang ich zuerst nehmen muss. Hier gibt es auf jeden Fall andere Kapselmonster in dem Dungeon. Was ist denn das für ein Kompostgeist? Der Sabberblob. Genau so sieht er auch aus. Mach doch mal einen Glutball hinterher. Na gut, das bringt nichts. Okay, einer ist kaputt. Schauen wir mal, was die Bettlager hier aushalten. Ja, das ist gut. Ja, ich bin echt froh, dass ich den Glutball gekauft habe. Verdammt guter Zauber. Tja, wo kommen wir dann hier? Ah, das ist die Rennweg-Treppe. Die Treppe in eine Falle gelockt, so geschockt, dass die Bewegung innehält und den Ausgang offen hält. Ja, das muss ich dann so machen. Das kann ich euch schon mal zeigen. Und joink, und dann kann sie nämlich ab. So. Aber ich möchte mich nicht mal vorher umgucken. Ich bin mir nämlich nicht mehr sicher, welchen Weg ich zuerst gehen muss. Gehen wir doch mal hier rum. So. Arbeiten wir uns einmal von rechts nach links vor. Oh, dass es immer so viele sein müssen. Das ist schon etwas nervig. Ich weiß, es sind fliegende Insektegegner, aber okay, ich wollte es einfach mal ausprobieren. Ah, er trifft wenigstens der Richtige. Mann! Das rotzt richtig fies rein hier. Okay, Maxim. Und du nochmal Glutball. Und ja, es bringt was. Ach du Scheiße. Die ziehen richtig böse ab, die Viecher. Mistvieh. Ja gut, schlacht mal alle drauf. Der hält nämlich so viel aus. Und bevor Gordo die Fliege macht, machen wir lieber die Fliege kaputt. So, jetzt brauche ich aber noch ein Gegengift. Genau. Und dann bräuchte ich noch ein bisschen Heilung. 4 Tier und die anderen heilen sich so normal. Okay. Also hier brauchen wir es auf jeden Fall, dass wir jeden verflixte Gegner mitnehmen. Ihr könnt euch vorstellen, wie brutal das hier wäre, wenn ich nicht schon vorher jeden anderen Gegner platt gemacht hätte und eigentlich schon ein relativ solides Level gesammelt hätte. Okay, jetzt gucken wir uns hier nochmal an, was da abgeht. Ah, okay. Nur wieder so Würgerinos. Beziehungsweise Klatscher heißen sie, aber sie machen so gerne die Würger. Okay. Na, guckt mal her. Puh, das versetzt irgendwie meiner Euphorie schon einen gewissen Dämpfer, dass es vorher so gut gelaufen ist. Ja, schon würgen sie wieder. Abgewürgt. Ordentlich. Scheiße. Mist.
Jetzt rufen die noch so einen Hansel. Okay. Yeah. Gut gemacht. Ja, natürlich der Falsche. Dann machen wir das so. Du heilst dich und du klopfst auf den da drauf. Heide Witzka. Das ist echt fies hier. Hoffen wir mal, dass es aufgeht, die Rechnung. Ja, Gordo, du Held. Ich sollte nicht Gordo, sondern Bordeaux nennen. Der ist so mutig wie ein Franzos. Verdammt doch mal. So. Dann gehen wir mal weiter. Ich möchte hier aus dem Stockwerk wieder raus und dann können wir ja hier auch die Episode beenden. So. Dann hier. Hier und hoch. Dann sind wir wieder hier in dem Gebiet. Und ich sage ihr, liebe Leute, wir sehen uns immer wieder zur Let's Play Lufia auf Pelzig, wo wir hier in der Nordgrotte weiter erkunden werden und fröhlich die Gegner abschnetzeln, bevor sie uns noch abwürgen. Also machen's gut und bis immer dann wieder. Iron Yankee.